Guten Morgen, heute zeige ich den Formel 1 Manager 23. Der Formel 1 Manager 23 ist eigentlich noch aktiv bis im Sommer, bis der Nachfolger rauskommt vom 24. Da die gleichen Fahrer in den gleichen Teams fahren, spielt das an und für sich nicht so eine Rolle. Wer den Motorsportmanager kennt, weiß so ungefähr, was ihn hier erwartet. Der Umfang ist einfach massiv kleiner. Zum Managen gibt es gar nicht so extrem viel im Vergleich zum Motorsportmanager. Aber EA hat die Marke gekauft, inklusive der Lizenzen, was der Motorsportmanager nicht hat. Oder das. Wir haben halt einfach ein Lizenzspiel, sogenannte Lizenzgurken meistens. Der Anfang, das Intro ist klassisch wie bei der Formel 1 Renault. Das können wir jetzt sicher mal überspringen. Ja, das ist lieb, danke. Ich habe schon gespielt, für das wir das Spiel mal anschauen. Starten wir hier eine neue Karriere. F1, die Königsklasse des Motorsports. Die gesamte Aufmerksamkeit liegt nun auf Rennstrecken rund um den Globus mit beispielloser Dramatik und Fans weltweit, Dann geben wir uns die da mal auf das den Beginn Intro. der schnellsten Show auf Erden warten. Die letzten Regeländerungen führten zu engeren Kämpfen auf der Strecke. Wer eine reibungslose Fahrt durch die Saison 2023 erwartet hatte, wird sich umschauen. Angesichts einiger überraschender Entwicklungen und der Verpflichtung mehrerer neuer Teamchefs ist die F1 gerüstet und bereit, die Weltbühne zu entfachen. Die Teamchefs werden bereits Taktiken besprechen, das Selbstvertrauen ihrer Fahrer stärken und ihre Boxencrews erinnern, die Boxenstopps so kurz wie möglich zu halten. Im anbrechenden neuen Zeitalter des Rennsports wetteifern mehr Teams denn je um Podiumsplätze, Punkte und die Chance auf die Meisterschaft. Das ist die F1. Gut, Red die Bull hat F1 in der Saison 2022 dominiert und nicht nur den Fahrertitel mit denen verteidigt, spielen wir sondern spielen mit Aston Aston Martin Martin, beendete die Saison weil der Alonso, dieser da, der ist mein Lieblingsfahrer. Und darum spiele ich mit dem. Was es noch zu sagen gibt, die neue Saison, die startet am 2. März in diesem Jahr, hat 24 Rennen, das ist Rekord, also es sind geplante Rennen. Ob es funktioniert, wissen wir noch nicht genau. Ja, geben wir da mal irgendeinen Namen ein, wenn ich könnte. Kann ich nicht. Wieso kann ich nicht? Du musst unser neuer Teamchef sein. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Audrey, einer der Teamingenieure. Ich führe dich gerne ein wenig herum. Es ist fantastisch, dich bei Aston Martin zu haben. Wir wissen, dass wir viel Arbeit vor uns haben, wenn wir es in dieser Saison zu etwas bringen wollen. Aber wir sind bereit für die Herausforderung. Und du hoffentlich auch. In diesem Doch. Bereich hast du eine Übersicht darüber, was ein Teamchef im Blick behalten muss. Der Vorstand legt Saisonziele fest, die das Team erreichen sollte. Werden die Ziele erreicht, hilft es dabei, das Vertrauen aufrechtzuerhalten. Also mache dich mit den Erwartungen vertraut. Du solltest auch das langfristige Ziel im Auge behalten, das über diese Saison hinausgeht. Okay. Hier kannst du immer sehen, welches Rennen das Team als nächstes erwartet und wie viel Vorbereitungszeit du noch hast. Unser nächster Grand Prix ist der erste der Saison. Da es dein erster Tag ist, gibt es für dich nichts Dringendes zu erledigen. Sieh dich gerne einmal um oder wähle Fortfahren, um für heute Schluss zu machen. Wir werden dann am nächsten Tag mit einem geplanten oder ungeplanten Event weiterarbeiten. Dankeschön. Das ist die Übersicht. Das Da haben ist wir dein mal Posteingang. genau Achte auf Posteingang. Benachrichtigungen. Sie erscheinen, wenn du eine wichtige Mail beantworten musst. Gut, da ist Kalender, Rennstrecke, das Rennen, die Autofahrer, Personalscouting, Einrichtung, Vorstand, Finanzen, Rangliste. Das kann man alles irgendwo durch ein bisschen managen. Das hat jetzt gesagt, ich soll einfach mal weiterfahren.
Hätte jetzt auch schon können an den Autos Wir hier müssen unsere etwas Autos ständig entwickeln. verbessern, wenn wir mit der Konkurrenz mithalten wollen. Neue Autoteile werden zunächst vom Team entworfen. Sie können dann hergestellt und in jedes Auto eingebaut werden. Genau. Also wir werden jetzt da etwas entwickeln. Und zwar ein neues Design für die aktuelle Saison. Und zwar würde ich gerne Frontflügel Jedes entwickeln. Autoteil, das wir entwerfen, wirkt sich auf verschiedene Leistungsbereiche eines Autos aus. Aber manche Teile haben einen größeren Einfluss als andere. Konzentriere dich auf Teile, die Schwächen ausgleichen oder sich gut für das kommende Rennen eignen. Tests sind auch ein wichtiger Schritt beim Entwerfen neuer Autoteile. Sie können im Windtunnel oder durch rechnergestützte Strömungsdynamik, CFD genannt, durchgeführt werden. Dein Leiter der Aerodynamikabteilung wird dir schreiben, wenn sich die Testperiode ändert. Gut. Also ich habe hier 6 verbleibende. Also nehmen wir mal vielleicht 3. Ich habe 80 Stunden im Windkanal. Dann nehmen wir da etwa 40. So. Du kannst das Ingenieurteam anweisen, sich auf bestimmte Leistungsbereiche zu konzentrieren. F1-Autoteile sind komplex und manchmal muss man in einem Bereich auf Leistung verzichten, um in einem anderen zuzulegen. Aerodynamische Autoteile haben ein Gewicht und erhöhen das Gesamtgewicht des Autos. Das bedeutet Abstriche in bestimmten Leistungsbereichen eines Autos. Aerodynamische Teile mit höherer Haltbarkeit haben eine längere Lebensdauer. Aber solche Verbesserungen bedeuten auch ein höheres Gewicht. Leichtere Autoteile halten für weniger Rennen und sind auf Dauer kostenintensiver. Gut. Wir machen ausgewogen. Für jedes Designprojekt musst du außerdem entscheiden, wie viele Ingenieure und mit welcher Herangehensweise sie daran arbeiten sollen. Bedenke, dass diese Entscheidungen sich auf die Dauer und Kosten jedes Projekts auswirken. Also wir haben 10 Stück. Wir geben mal 5. Da tun wir normal. Das pressiert noch nicht so. Und hier sieht man nicht den Betrag, was es kostet, mit der Kostenobergrenze, die man ja dann hat für bis Ende Jahr. Gut. Schauen, was da passiert ist. Ja, passt. Du kannst dir hier die Leistungsziele der Sponsoren ansehen. Das machen wir prompt. Hier sind die Leistungsziele für das kommende Wochenende. Wenn wir sie erfüllen, erzielen wir zusätzliche Einnahmen. Wenn wir die Vorgaben nicht erfüllen, kostet es das Team nichts. Gut. Alles klar. Also. Da hier. Ja, das ist gut. Ich möchte dir die Fahrer des Teams vorstellen. Sie sind für diese Saison bei uns unter Vertrag. Passt schon. Scouting machen wir nicht, eine Von Richtung. hier aus kannst du alle Einrichtungen Ja. des Teams sehen. Mit der Zeit nutzen sich die Einrichtungen ab und werden weniger effizient. Behalte also ihren Zustand im Auge. Wenn es soweit ist, müssen wir uns mit der Renovierung oder sogar der Aufrüstung der Anlage befassen, um die maximale Effizienz wieder zu erreichen. Genau. Also, Personalhäuser, Teamzentrale. Da würde ich mal upgraden. Also man muss sicher über das ganze Jahr muss man hier überall ein bisschen irgendetwas machen. Jetzt aber nur zu zeigen, wie das Spiel funktioniert, ist da nicht ganz so wichtig. Die Fabrik ist sicher irgendetwas, was man müsste machen. Damit ich mehr kann entwickeln und. Ich ist über das Ganze gesehen. Muss man alles ein bisschen machen. Aber wir werden jetzt echt mal so ein Rennen fahren. Das ist doch gut. Die Boxencrew ist ein wichtiger Teil des Teams. Ihre Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit können einen großen Unterschied beim Rennen machen. Zwischen den Rennen kann die Boxencrew im Hauptquartier trainieren, um sich zu verbessern. Ja,
verstanden. Der Entwicklungsplan der Boxencrew konzentriert sich auf ein ausgeglichenes Training. Aber du kannst sie auch anweisen, sich auf einen Bereich zu konzentrieren. Die Boxencrew ist ständig dabei zu trainieren. Du kannst den Trainingsplan des Teams im Kalender ansehen und die Trainingseinheiten auf den Tag genau anpassen. Denke nur daran, dass die Aufgabe der Boxencrew und damit auch ihr Training körperlich anstrengend ist. Dadurch können sie erschöpft werden und mehr Fehler machen. Denk daran, dass das Team mit den meisten schnellsten Boxenstopps am Ende der Saison die DHL Fastest Pitstop-Wertung gewinnt. Wenn du mit dem Trainingsplan für die Boxencrew zufrieden bist, bestätige ihn. Wir sind auf jeden Fall nicht die Schnellsten, das ist schon mal klar. Da hier, jetzt gerade bei der Boxencrew, das ist natürlich der Motorsportmanager, ist dort viel weiter. Da kannst du viel mehr Sachen machen als ich. Hier kannst du ja praktisch nichts machen im Vergleich. So, können wir jetzt weiterfahren da. Was hat der noch? Ja, passt, das ist gut. Es ist nicht nur das schnellste Auto, das ein Team an die Spitze der F1 bringt. Es sind die Menschen, die hinter den Kulissen hart arbeiten. Verwalte von hier aus dein Personal, vom Abteilungsleiter bis zur Boxencrew, und halte dich über deren Leistung auf dem Laufenden. Sieh dir hier an, was dein Sportdirektor für die Boxencrew geplant hat. Du kannst auch einen eigenen Entwicklungsplan für sie erstellen. Schließlich ist es die Boxencrew, die wertvolle Sekunden für deine Fahrer herausholen kann. Ja. Also das ist ja eigentlich aber alles lizenziert. Das sind Original-Ingenieure und Sportdirektoren von den jeweiligen Teams mit Verträgen. Die kann man alle austauschen, wechseln. Über das Scouting kann man neue suchen und anstellen. Gut, jetzt gehen wir aber mal so zu einem Rennen. Das ist ja eigentlich die Kerndisziplin so von einem Manager. Hallo aus Bahrain, liebes Publikum. Die F1 ist zurück. Es ist der Beginn einer brandneuen F1-Saison. Alle Teams und Fahrer, ob Neuling oder Champ, starten wieder bei Null am Beginn eines neuen Jahres voller dramatischer Rennen. Bahrain mag vielleicht eher klein sein, aber auf den Tribünen herrscht gerade Riesenstimmung. So oder so, es ist Zeit für ein weiteres fantastisches Grand Prix-Rennwochenende. Williams setzt an diesem Wochenende auf einen neuen Fahrer. Aber die Frage ist, wird es sich auszahlen? Damit wird es Zeit für ein neues, dramatisches F1-Wochenende. Willkommen zu deinem ersten Rennwochenende mit dem Team. Ein normales Rennwochenende beginnt mit 3 Trainingssessions, gefolgt von einer Qualifying-Phase im K.O.-Modus und dem Rennen selbst. Später in der Saison erwarten uns dann andere Formate wie Sprintwochenenden. Wenn du bereit bist, gehen wir weiter. Also gut. Am Freitag ist bewölkt, am Samstag ist klarer Himmel, am Sonntag ist bewölkt, das heisst kein Regenrennen. Hier drüben ist unser Bereich zur Rennvorbereitung. Hier kannst du alle nötigen Änderungen für die anstehende Trainingssession vornehmen. Das Team erstellt einen Laufplan für die Session, aber du kannst ihn dir ansehen und Änderungen vornehmen. Denk daran, dass die Reifennutzung im Training beeinflusst, welche Reifen im Qualifying und Rennen verfügbar sind. Sieh dir den Laufplan und die verfügbaren Optionen an. Und wenn du fertig bist, können wir weitergehen. Ja, jetzt da muss man nicht viel machen, sondern An den Rennwochenenden kannst du entscheiden, einfach ob los. du die Trainingssession selbst leiten willst oder ob du die Kontrolle deinem Team überträgst. Da es dein erstes Rennwochenende ist, solltest du das Team die Trainingssessions leiten lassen. Also jetzt kann man eigentlich hier simulieren oder also die Session, das erste Training simulieren, dann das zweite simulieren oder das dritte simulieren. Oder ich kann gerade alle simulieren bis zum Qualifying, was wir sicher auch machen, weil das hat praktisch keinen Einfluss da, ob ich das mache oder nicht.
Ihr seht es, der Alonso ist auf Platz 5 in den Trainings und der Lance auf dem 6. Um die Leistung unserer Fahrer zu optimieren, lassen sie das Team und dich an künftigen Rennwochenenden im Training an 3 Zielen arbeiten. Streckeneingewöhnung, Autoteilkenntnis und Autosetup. Die Fortschritte deiner Fahrer bei diesen 3 Zielen verbessern ihre Vorbereitung und erhöhen dadurch ihr Vertrauen über das gesamte Rennwochenende. Wenn du das Training selbst managst, nutze die Zeit, um mit der Balance des Autos zu experimentieren und achte darauf, dass die Fahrer lange genug auf der Strecke sind, um Feedback zum Setup zu geben. Also hier wäre eigentlich das Ziel, dass man da auf 100% käme. Ist jetzt nicht so toll da. Willkommen beim Qualifying. Jetzt wird sich zeigen, ob sich das Training ausgezahlt hat. Die Strecke in Bahrain ist staubig und harsch und selbst unter Flutlicht ist das Qualifying auf weichen Reifen hart. Die Teams müssen ihre Reifenzuteilung klug einsetzen. Wie denkst du, dass sich Logan Sargent jetzt im Moment gerade fühlt? Sie waren im Training nicht so schnell, wie ich es erwartet hatte. Sie brauchen heute bessere Rundenzeiten für einen guten Platz in der Startaufstellung. Ja, so ist es. Okay, es geht gleich los. Das Qualifying. Gut, Zeit fürs Qualifying. Unsere Ergebnisse hier entscheiden darüber, wo wir beim Rennen am Sonntag in der Startaufstellung stehen. Das Qualifying geht über 3 K.O.-Runden und nur die schnellsten Fahrer kommen jedes Mal weiter. Also, jetzt haben wir hier noch das, wir starten sicher auf den Weichen, das ist klar. Autoteile sind alle gut, dann können wir jetzt das neue Auto, oder hat man vorher können, neue Autoteile entwickelt einsetzen. Dann haben wir hier noch das Auto-Setup und da sehen wir jetzt eigentlich, in diesem Bereich müssen wir sein. Wir sind hier noch ein bisschen daneben. Kann ich sich das noch ändern? Oder kann ich das nicht mehr ändern? Irgendwie kann ich das gar nicht mehr ändern. Also das könnte man eigentlich ändern. Die Frage ist nur mal, wo mache ich das? Weil nach dem Qualifying ist nicht Parc Fermé. Der Alonso ist relativ nah dran. Ah, hier kann ich ändern. So, gut, okay. Da den Heckflügel noch zurücknehmen. So, besser. So, noch besser. Was macht das? Das ist das, das ist das. Gut, dann kommen wir nicht dran. Dann machen wir das hier beim Lance Stroll auch noch. Gut. Ah, das ist dann schon zu viel. He? Ah, er hat irgendwie das Auto so toll eingestellt da. Das ist wenig Spielraum. Ja, lassen wir so. Es spielt auch nicht so eine Rolle. Leider. Wie beim Training kann das Team auch das Qualifying für dich übernehmen, wenn du das möchtest. Aber übernimm doch diese Runde, nur um sicherzugehen, dass du dich gut dabei fühlst, bevor es mit dem Renntag losgeht. Nee, muss ich. Das kann ich nicht. Mist, muss. Gut, dann muss ich halt. Unsere Fahrer müssen ihre schnellstmöglichen Rundenzeiten erzielen, damit wir in die nächste Qualifying-Phase einziehen können. Für die 5 langsamsten Autos ist das Qualifying vorbei. Also gut, schicken wir ein Auto für seine erste Runde auf die Strecke. Mal sehen, wie es läuft. Also jetzt habe ich hier links den Stroll, rechts der Alonso. Die
Dings läuft, das Q1 läuft, dann hier ist Zeit. Wir schicken den Stroll mal los. Radio check. Yeah, copy same. Mit guten Funksprüchen, das ist sie gut gemacht. Maximum tire and brake warming last. Yeah. So, schicken wir den Alonso auch los. Mit der Kamera bleiben wir beim Stroll. Radio check. Yeah, loud and clear, loud and Ich clear. weiß, dass an einem Rennwochenende alles so schnell geht. Aber wenn du mal durchschnaufen willst, kannst du, solange du willst, eine Pause einlegen. Natürlich kannst du alles auch beschleunigen, wenn es dir nicht schnell genug geht. Die Kartenansicht bietet einen guten Überblick der Strecke und aller Autos. Jedes Auto ist auch mit mehreren Bordkameras ausgestattet, sodass du das Rennen aus verschiedenen Perspektiven sehen kannst. Denk daran, dass du während der gesamten Session 2 Fahrer verwaltest, also behalte beide im Auge. Du kannst dir sogar die Helmkamera des Fahrers ansehen. Damit bist du wirklich mittendrin in der Rennaction. Ja. Das sind die verschiedenen Kameraperspektiven. Build up tire temps. So. Copy. Machen wir nicht. Wir tun nicht manuell. Wir sollen ein bisschen vorwärts machen. Also wir tun dann mal beschleunigen. Eine 16-fache Beschleunigung. Gut, damit haben wir die erste fliegende Runde abgehakt. Behalte während der Session die Rangliste im Auge, um sicherzustellen, dass wir nicht in die Eliminierungszone fallen. Wenn die fliegenden Runden beendet sind, kommen Fahrer automatisch zurück in die Box. Gut. Delta and stay negative. So cool as much as you can. Okay. Also Stroll. Was ist mit dem Alonso? Monsieur Alonso. Ah, doch noch eine Runde gefahren. Unser Fahrer ist zurück in der Garage. Du musst das Auto neu konfigurieren, bevor wir ihn wieder hinausschicken können. Sehen wir uns. Ja, schauen wir doch. Hier siehst du alle für das Wochenende verfügbaren Reifenmischungen. In Trockenrennen musst du mindestens 2 verschiedene Mischungen verwenden. Jetzt sind wir da drauf. Im Training haben wir die da hier gefahren. Da. Jetzt müssen wir eigentlich neue drauf tun, das ist wichtig. Also baut nachher der Alonso schon da, der braucht auch einen neuen. So, bestätigen. Jetzt habe ich noch 9 Minuten, je nachdem. Wer ist da hinten dran noch schneller könnte sein? Eigentlich niemand. Der Stroll ist ein bisschen knapp dran, auf dem 13. Der Stroll, wenn ich jetzt den nochmal losschicken, dann müsste ich langsam. Weil eine Runde geht 1 Minute 30. Er muss rausfahren, ihn ist drumherum und dann kann er erst richtig fahren. Ja, hinten dran der De Vries dazu noch der Piastri, der Sargent, Joe oder Bottas. Der Norris könnte eigentlich noch schnell sein, die anderen theoretisch nehmen wir mal Risiko und sparen Satzreifen. Jetzt ist die Zeit abgelaufen, aber kann jeder noch fertig fahren. Gut, haben wir es geschafft, sind wir ins Q2 gekommen. Wir sind im Q2. Gute Arbeit. Im Q2 kämpfen die schnellsten 15 Autos aus dem Q1 um nur 10 Plätze im Q3. Streng wir... Ja.
Also wir haben den Alonso auf dem 5, der Stroll auf dem 13. Jetzt geht es weiter zum nächsten Qualifying. Jetzt kann ich im Auto nicht mehr machen, das ist gesperrt. Das ist Parc Fermé. Jetzt entweder passt es. Wir sind hier auf 76 und 78, also es hat eine leichte Verbesserung gegeben. Jetzt, das spielt sicher nicht so roh, ob man das selber macht oder nicht, außer das würde regnen, aber jetzt kann ich das nicht simulieren bis zum Rennen. Fernando Alonso ist erst geworden. Ha, habe ich es noch nie geschafft. Die Teams treffen unten in der Boxengasse die letzten Vorbereitungen für das heutige Rennen. Bahrain sah einige der dramatischsten Rennen der F1 wie den unglaublichen Sieg von Sergio Perez, der sich 2020 vom letzten Platz nach vorne kämpfte. Das sollte ein interessantes Rennen für Lance Stroll werden. Denkst du nicht auch? Im Moment läuft es nicht gut für den Fahrer. Er hat es nicht geschafft, volle Leistung zu zeigen und es wird eine Menge Arbeit brauchen, wieder dorthin zu kommen, wo er sein müsste. Die Teams stehen hier ebenso vor einer Herausforderung wie die Fahrer und ihre Autos. Werden sie dem Druck hier in Bahrain standhalten können? Also jetzt geht es um das Rennen. Ein einzelnes Reifenset wird vor Ende des Rennens völlig abgenutzt sein. Irgendwann werden wir mindestens einen Boxenstopp pro Fahrer einlegen müssen, um die Reifen zu wechseln. Vergiss nicht, dass jeder Boxenstopp Zeit kostet. Wir müssen uns also gut überlegen, wann und warum wir einen Boxenstopp machen. Du solltest in Erwägung ziehen, vor dem Rennen eine Reifenstrategie für jeden Fahrer festzulegen. Wir müssen sicherstellen, dass wir einen guten Plan dafür haben, wann die Autos an die Box kommen sollen. Und jetzt machen wir da für Stroll Strategie. An jedem Rennwochenende bereitet das Team einige empfohlene Strategien zur Auswahl vor. Mal sehen, was sie für dieses Rennen empfehlen. Du kannst dir die vorgeschlagenen Strategien hier ansehen und auswählen. Wenn du dir einen Vorschlag des Teams näher ansehen willst, wähle ihn jetzt aus. Wenn du meinst, dass ein anderer Zugang funktionieren könnte, kannst du jede der Teamstrategien ändern oder sogar eine ganz neue festlegen. Wir können unsere Strategie während des Rennens immer anpassen, sodass wir schnell auf veränderte Bedingungen reagieren und vor dem Pulk bleiben können. Also das gefällt mir eigentlich nicht so, da die Strategie. Dann machen wir doch gerade eine neue. Sicher nicht auf Intermediate, sondern auf Medium. Dann tun wir da ein neues Stint dazu. Da. Also das ist die Kurve vom Pneu, so lang sollte er haben. Ich will eigentlich... Ich muss auch 2 Reifenmischungen brauchen. Also gehe ich von Gelb auf Weiß. Der Gelb ist mittelschnell, der Weiß ist langsam, der Rot ist schnell. Der Verschleiß ist aber genau der andere Weg. Also ich mit dem kann ich am längsten draussen bleiben. Strategie D erstellen. Oder Stroll fährt Wenn du mit dieser zufrieden mit der Strategie. Strategie bist, geh zum anderen Fahrer und bestätige auch seine. Und der Stroll startet auf dem 8. Gut. Jetzt machen wir für Alonso eine Strategie. Und da starten wir. Der startet auf mehr, also muss da einen Reifen haben, der etwas zieht. Nehmen wir dann die Strategie. Du solltest dir überlegen, den Fahrern unterschiedliche B. Strategien mitzugeben. Das ermöglicht uns, von Geschehnissen im Rennen zu profitieren und bedeutet auch, dass nicht beide Autos in derselben Runde zum Boxenstopp kommen. Genau, das ist schon noch nicht unwesentlich. Da hat sie schon recht, die gute Frau. So, jetzt ist die Strategie festgelegt. Jetzt haben wir hier noch die Fahreroptionen, wie das sie ins Rennen steigen. Ich habe Spritverbrauch, ich habe eine Reifenabnutzung, ich habe ein ERS, also Batteriezeugs. Und am Anfang würde ich gerne Vollgas. Maximal gespeicherte Energie. So.
Ist das Richtige? Darf maximal verbrauchen. Ziemlich sicher. Ich muss. So, gut. Dann sich beim Start geben sie Vollgas oder sich nicht so Ringel überholen. Eventuell. Und dann tun wir doch mal das Rennen starten. Hier in Sakhir ist das Flutlicht an und in Kürze startet die erste der 57 Runden am Bahrain International Circuit. Und viele der Zuschauer sind gespannt darauf, wie es Fernando Alonso ergehen wird. Er hat hier eine fantastische Chance mit einem Start auf der Pole. Aber kann er sie bis zum Ende nutzen? Es wird spannend sein zu sehen, was heute genau passieren wird. Jetzt geht's los mit dem großen Preis von Bahrain. Das Startsignal erlischt und los geht's. Ja, Alonso ist überholt worden. Hier sehe ich die Abstände, hier sehe ich, wer mit welchem Reifen fährt, wie viel Prozent das der Reifen noch hat, Boxenstopps, wer in welchem Sektor schnell ist. Das Interessanteste sind eigentlich fast die Reifen. Hier könnte ich jedes Mal so eine Wiederholung anschauen. Jetzt machen wir das da mal ein bisschen schneller. Alonso ist nach wie vor um 2, der Perez hinten dran. Und Runde 3. Jetzt ist DRS aktiviert nach Runde 3. Wir sehen hier, der Kraftstoffverbrauch ist höher, als dass ich bis am Schluss fertig fahren kann. Also ich muss eigentlich hier schauen, dass ich da im grünen Bereich bin und die Reifentemperatur ist viel zu hoch. Durch die Kontrolle des Tempos kannst du hier Reifentemperatur und Zustand des Autos managen. Behalte bei beiden Autos den Zustand der Reifen im Auge. Mit der Zeit. Ja. Also wir gehen hier auf Standard. Kraftstoffbefehle geben den Fahrern vor, wie sie ihren Kraftstoff... Behalte den Restkraftstoff für jedes Auto. Grätsch doch nicht das mal rein, wenn ich etwas machen will. So. Benötigt ein Fahrer für kurze Zeit einen zusätzlichen Leistungsschub, kann er sagen, es gibt mehrere ERS-Kommandos. Ja, Wenn ist gut. Fahrer... Das ist selbsterklärend. So, dann gehen wir hier auf Neutral. Dann kommen wir sicher durch. Hier müssen wir immer auch viel zu hoch. Wir müssen es alles zurücknehmen, das war nur für den Start. Können wir dann vielleicht gegen Schluss wieder ein bisschen erhöhen. Das Vertrauen eines Fahrers kann während des Rennwochenendes... Fahrer mit hohem Vertrauen bringen best... Ja. So, weiter geht's. Perez, ja, es ist gut. Red Bull und Aston Martin. Wenn du deine Rennstrategie anpassen möchtest, kannst du das in der Strategieansicht tun. Ja, Für ein besseres Verständnis dafür, wie sich das Rennen entwickelt, behalte die Datenanzeige im Blick. Ja, brauche ich auch nicht. Aber das kann man natürlich machen. Ja, man sieht jetzt, die in den roten Pneu, in den besseren Auto, die überholen jetzt langsam aber sicher der Alonso. Aber vielleicht kann ich dann mit der Strategie noch ein bisschen etwas retten. Was ist auch beim Motorsportmanager, der Reifenverschleiß war viel dynamischer, viel interessanter. Und jeder Fahrer ist anders umgegangen mit dem Reifen. Hier ist es einfach eine Quote. Und generell der Motorsportmanager ist ein altes Spiel, aber kann viel mehr Sachen viel besser. Hat einfach keine Lizenz auf Formel 1. Was ich dort auch konnte, ist als 11. Team fahren. Ich konnte schon in der Formel 3 anfangen, mich hochkämpfen auf Formel 2.
Dann in die Formel 1 jeweils Weltmeister werden. Das kann ich hier alles nicht. Ich kann hier nur ein bestehendes Team managen. Und das nur in einem kleinen Rahmen. Der Piastri war in der Box gewesen. Und das andere Spiel, das EA hat, der Formel 1 Simulator, kann ich dort fast mehr Manageraufgaben als hier im Formel 1 Manager. Aber das ja alle Jahre eine neue rausbringen, sind wir Wir haben sicher. hier eine gelbe Wenn Flagge. du eine Strategie für ein Auto festlegst, wird ein Zeitfenster berechnet während des Rennwochenendes und das Reifenprofil nutzt. Ja. So Hamilton has pitted. Ja, das ist gut. Also jetzt geht die alle Box. Ich habe noch zu 60%, ich gehe sicher in der Box. Die da hier mit 30% oder vorher gehen die meisten in die Box. Russell wird jetzt den nächsten sogar in die Box gehen. So weit, so gut. Wir fahren mal ein bisschen weiter. Das ist die optimale Boxenstopprunde in diesem Rennen. In einem vollen Rennen sollten die Reifen eines Autos mindestens einmal beim Boxenstopp gewechselt werden. Das kostet wertvolle Sekunden, daher... Ja. Ignorieren. Ich wollte jetzt noch nicht. Weil der Alonso hat 57% auf dem Reifen. Also der hat noch keine Leistungseinbuß. Der darf so oft draussen bleiben. Nein. Ignorieren. Mit der Stroll hat auch noch 53%. Ich muss schauen, dass der Stroll oder Alonso nicht gleichzeitig die Box nehmen. Sonst müssen sie dann hintereinander anstehen. Und eigentlich laufen die Wochenende auf diesem Bildschirm ab. Dann maximal beschleunigen. Ich bis zum Boxenstopp her, dann kurz ein bisschen taktieren. Und dann geht es wieder weiter. Nur wenn man ein Problem hat, tut man da Pause drücken, verlangsamen. Und da haben wir die gelbe Flagge. Das könnte man jetzt halt ja anschauen. Das sind auch coole Einblendungen zum Teil. Das läuft heute nicht so, wie das Team gehofft hatte. Das ist sicher. Aber das ist echt mega der Fahrer, ist das viel interessanter. Also sind wir jetzt 37%, 38%. Meine Fahrer gehen langsam hängen mit ihren Pneus. Wir sind ja über eine Hälfte. Wenn ich jetzt der Stroll zuerst eine Box nehme, ist das die Box. Vergiss nicht, dass du dem Fahrer sagen musst, wann er zum Boxenstopp soll. Auch wenn du eine Strategie festgelegt hast. Ja, gut. Also, jetzt, man sieht sich, der Reifenverschleiß ist hier. Hier siehst du alle an diesem Wochenende verfügbaren Reifenmischungen. Wenn du Änderungen vornimmst, dann beachte bitte sowohl den Zustand, wenn nötig, kannst du den Boxenstopp nutzen. Kurze Boxenstopps während des Rennens sind wichtig, um den... Gut. Also jetzt der Stau drauf ist, hat noch 35%. Wenn wir jetzt den drauf tun, der macht nur rund 19 Runden. 39 Runden. Der müsste rein theoretisch der länger. Mit dem roten drauf. Gut. Jetzt geht er in die Box. Jetzt ist er in die Box, hat gewechselt. Jetzt kommt er raus. Gut.
Der Alonso 33%. Jetzt muss ich auch mit dem Alonso auch in die Box. Also da drauf ist es noch ungefähr 17 Runden machen, aber bei 30% brechen sie dann ein wie verrückt. Wir nehmen einen neuen roten. Und weiter geht's. Da haben wir Alonso. 1,5 Kilometer bis zur Box. Ja, schauen wir mal, wie so ein Boxenstopp abläuft. Dass ich in die Box fahren kann, ja. Bit left. Copy, copy. Hoffentlich geht er zu seinem Team. Gut. Wieder ab, wieder drauf und weiter geht's. 2,7 Sekunden ist nicht so schnell. Should be clear on exit. Passt. Gut. Und weiter geht's. Also sind wir mit dem Alonso am 7. Ja, von den Leistungen des Autos muss man sagen, er ist dort schon, wo er etwa fahren kann. Weil Ferrari, Red Bull und Mercedes sicher schneller. Lance, they're at the peak now. Weiter geht's. Jetzt sehen wir hier vom Benzin her, mache ich ein bisschen Plus. Reifen sind weiss, also eher kühl. Das heisst, wir könnten irgendwann mal noch das Tempo erhöhen. Wir haben noch 10 Runden. Wir könnten hier ein bisschen aggressiver fahren. Wir könnten hier auch ein bisschen mehr Druck machen noch. So ein bisschen im Auge behalten da, mit dem Benzin. Ja, jetzt ist schon so weit, jetzt muss ich den Kraftstoff wieder auf ausgewogen nehmen. Der Reifen ist rot, dann wird er dann langsam. So happy to let these guys cool a bit. Copy. So, noch 4 Runden, dann müssen wir auf dem 5. Vom Reifen her längt es längstens. Mit einem Boxenstopp weniger. Also sogar beim Stroll längt es. Max Verstappen geht als erster über die Linie und gewinnt. That is the checkered flag. P5 confirmed, P5, well done. Good clean race. Okay, let's move from here. Well done, guys. Good job, guys. Okay, Lance, this is the checkered flag. So, Rennen fertig. Und da kommt Pierre Gasly nach der Zielflagge zurück. P12 am Ende und nur knapp an den Punkterängen vorbeigeschrammt.
Und die Verstappen-Fans werden die Leistung des Niederländers zweifellos feiern. Es war der erste Saisonsieg für den Fahrer und der war auch wirklich verdient. Wir haben die Dinge stilecht ins Laufen gebracht, hier am Grand Prix in Bahrain. In den Garagen ist viel los. Aber wie ist die Stimmung unten bei Aston Martin? Es war ein durchwachsenes Wochenende für sie. Ein Fahrer hat eine starke Leistung gezeigt, der andere leider nicht. Es gibt aber definitiv Positives zu berichten. Und das war's dann auch an Action für unser Wochenende in Bahrain. Die Teams bereiten sich jetzt auf die nächste Runde vor, wo sie sich in den Sanddünen von Saudi-Arabien duellieren werden. Ja, das ist dann noch die Zusammenfassung vom Rennergebnis. Mit der Punkteverteilung, mit der Konstrukteurswertung. Und hier geht es noch um den Boxenstoppzeit-Wettbewerb. Ja, so sieht das aus. Das erste Wochenende geschafft. Der Manager von diesem Jahr, also vom letzten Jahr, vom 23, ist ein bisschen besser als der vom 22. Er hat schon ein bisschen mehr Sachen, vor allem gerade beim Personal, bei der Boxenstopp-Crew kann man mehr Sachen einstellen. Es ist aber noch ein weiter Weg, dass er kommt wie der Motorsportmanager, der zwar einfach die Lizenz nicht hat, aber sonst mehr oder weniger alles besser macht. Und aber ich würde eigentlich gerne als grosser Formel 1-Fan ein eigenes Team führen, ein 11. Team und nicht ein bestehendes übernehmen, weil ich kann das sowohl beim Formel 1-Simulator kann ich das als 11. Team einsteigen, beim Motorsportmanager hätte ich das sowieso können. Und das wäre schon so ein Punkt, wo sie langsam aber sicher müsste angehen, für auch die Fans, die das Spiel kaufen und spielen. So ist eigentlich ja, so ein bisschen das Nachspielen von der aktuellen Saison. Und meine Entscheidungen haben einfach noch zu wenig Einfluss auf das Rennen. Das ist noch ein bisschen schade. Aber sonst kann man es spielen. Wird auch oder neu, wo der ca. Mai, Juni wird erscheinen, auch wieder kaufen und testen. Somit höre ich jetzt mal auf mit dem Video. Merci vielmals für zuzuschauen.